Schmerzen während der Behandlung. Auf den Zähnen haben sich so etwas wie Haken gebildet, die Piefke unrund kauen lassen. Daher wohl auch die Beule. Wir haben die Haken weg und jetzt kann er wieder, das fühlt man jetzt auch, jetzt kann er wieder dementsprechend gut fressen. Püppi kann wieder laufen, Piefke wieder fressen. Ein toller Erfolg. Die Patienten sind wohlauf und vor allem unglaublich gelassen. Esel. Und irgendwie wollen die beiden auch gar nicht wieder zurück. Hilft aber nichts. Im Zoo wartet man schon auf sie. Kegelrobbe Nummer 2, Balthasar, bekommt keine Spritze, sondern Spezialmilch mit extra Fisch. Lecker. So, Balthasar. Bei den Seehunden dauert es länger, bis wir sie auf Fisch umstellen. Das geht bei den Kegelrobben schneller. Die werden eben auch von der Mutter nur 2 bis 3 Wochen gesäugt und müssen sich nach dem Fellwechsel dann selbstständig ernähren. Und deswegen führen wir hier das eben auch so ein bisschen nach, dass wir dann früher Fisch zu geben, in größere Mengen Fisch zu geben, sodass diese Tiere eben schon nach 3 Wochen komplett auf Fischstücke und ganzen Fisch umgestellt sind. Und auch hier sieht man es ja schon, das ist schon guter Fischbrei, der von festem Runtermelken ist. Also das dauert bei denen nicht so lange wie bei den Seehunden. Stört die Tiere der Schlauch nicht? Das ist für die natürlich erstmal ungewohnt. Und dieses Schlauch abschlucken und dass dann fester Brei kommt, ist für sie